Und am meisten gingen mir die Leute auf den Sack, die das ganze Jahr jammern, Strom ist so teuer, das ist Ja, ganz genau. sauber, das Heizöl ist so teuer, das ist ganz sauber und wir sollen nicht zahlen. Und 5 Minuten später schießen sie 1.000 Euro in die Luft. Ihr kennt alle, euch kennen alle die Knirscheiben und Kiefer ausdroschen, die da haben. Sprengt euch die Bratzen weg, ihr Mongos. Das ist aber die Fingerwürstel-Gulasch. Habe die Ehre, übrigens, der Birger, das ist der Conny. Jingle Bells. Der hat heute sein Wandmann und das ist der Florian. Hello. Der ist heute im Anzug gekleidet. Oh, fesch. Das sagst du natürlich nur, wenn du zuschaust, du Mongo. Ha, und das ist die Spezewirtschaft. Hauptsache es ist laut. Aber es ist immer meistens, sauber. so, wenn ihr das Maul aufmacht. Immer maximal weit weg vom Mikrofon und dann immer, wenn es zurückkommst, am Tisch aufdreschen. Das ist eine gute Idee. Ah, gut ist er. gute Idee. So möchte ich das haben. Richtig schön. Danke fürs Anstoßen. Nein, weil du nervst jetzt schon wieder. Was hat's nicht? Ja, was weiß ich, du brauchst so lange zum Bier aufmachen, wie er zum pünktlich kommen. Ich bin noch nie pünktlich gekommen. Er kommt spät, du kommst zu früh, ich weiß auch nicht, was Das möchte ich einfach von meiner Freundin hören. Die Mischung macht's, ja. Lecker. Alter, wie schön hast du da eingeschüttet. Ja, Pimmel, die Saftsack. Mischverhältnisse Glühwein sind fraglich, habe ich mir selber gerade gedacht. Schönen guten Tag, die Damen und Herren. Guten Taro. Hi. Wie verzeihen wir das jetzt? Sagen wir die Leute, dass eigentlich in 2 Tagen Weihnachten ist oder der mal so, als hätten wir am Sonntag die Folge aufgenommen und wir haben voll krass on the fly. Das war ja gelungen. Das war ja Wir gehen es nicht anlegen. ja. Also es ist Sonntag. Gestern war es ist Weihnachten. Sonntag. Gestern war Weihnachten. Und um das geht's weiter. Heute geht's um Weihnachten, früher und heute. Weihnacht. Oder? Musst du schon wieder Heißt das nicht reingegangen? 4 Ich hab Minuten? so richtig Bock jetzt auf Lichterfest, Saufer oder? irgendwie. Lichterfest. Lichterfest. Ich weiß nicht, wie nennt man Weihnachten noch so? Gibt es mit Sicherheit andere Christmas. Wörter. noch. Christmas, ja. Xmas. Christmas. Warum eigentlich Xmas? Weiß das jemand? Ja, weil das ist wie Volksfest mit X geschrieben. Dumm. Das ist einfach generell Dumm. geistige Behinderung dumm. Genau. Vielleicht haben sie das vorher rezensiert. Keine Ahnung. Feliz Navidad, oder? Navidad ist auch Weihnachten? Was ist denn wieder Weihnachten? Muss dann was Was ist denn Feliz? Wahrscheinlich fröhliche. Wahrscheinlich. Oh, leck, ich kann Jüdisch. Was ist denn Jiddisch. Jiddisch? Schinkel, Bitch. Da darfst du aber jetzt auch Hanukkah feiern. Hanukkah. Das war aber auch jetzt die Woche, oder? Was ist denn das? Das ist das, was du einen Zipfel abschneiden. Nein, das ist Hanukkah Bar ist Mitzvah. Weihnachten. Bei Mitzvah, ja. Bar Mitzvah, oder? Nein, das ist Weihnachten. Einfach stehen uns da. Einfach 10 Mal einfach wieder irgendwo. Ja, genau. An der Bar Mitzvah wirst du entzipfelt. Ich sag das, was es ist. Ich muss seit die Folge carryen mit oder alles weh. Mein Gott, Die du bist so jammern ein einfach Wein. nicht. Die ganze Zeit. Die jammern Mal so nur, an oder? jammern. Wenn ich jammer, das ist alles gut. Da ist ein Haar von der Frau drin. Das sollte man anziehen, das riecht bestimmt gut. Halt ab! Ich glaube, dass das nicht. Das brennt nicht einfach nicht. Ja, voll Idiot. Das ist komisch. So, jetzt haben wir das angeklärt. Ja, weißt du. Das brennt immer noch Das schon geht hin. voll, oder? Das geht. Wenn man das in Wachs taucht, ob das weiter brennt. Das praktisch ein Boah, Docht das wird. stinkt dann nur wie Sau. Boah. Das ist ungefähr so. Biodocht. Das ist wie wenn du beim Zehennägel in Zigaretten von einsteckst. Dann Oh, gibst du gut, dir mal Alter. nicht. Das ist Gut, geil. Alter. Vor allem meine. Dein eingewachsener Zehennagel Der hätte war eingesteckt. richtig geil. Oh, Ja, lecker. der ist richtig geil. Der Boah. hat richtig gut schmecken. Den habe ich auch Ja, geraucht. da Den, kommt hab ich, möchte deinen eingewachsenen Zehennagel inhalieren. den einen habe ich geraucht, den anderen habe ich geschnupft. Dann hast du hergeschnitten und Ja. dann, Ja, und dann einen Mörser. dann hast du 10 Teller in der Fresen Da gehabt. ist richtig abgegangen. Scheiße. Geil. Scheiße auf alles Illegale, wenn ich meine Zehennägel schnupfen kann. So, leichte Abschweifungen in irgendwelche asozialen Sachen. Heute geht's um Weihnachten. Conny, Manche auch sozial. ist Weihnachten asozial? Ich glaube, es kommt darauf an, was du aufwachst. Erzähl mir eine Geschichte von deinem... War für die Weihnachten als Kind schön oder nicht so? Ja, Weihnachten war schon irgendwie schön. Ja? Also ich hab da, vorher haben wir immer voll Probleme, was verzeihen, Weihnachten kommt über die ganze budelige Verwandtschaft daher und wird noch gestritten und sonst irgendwas. Das realisierst du als Kind noch nicht so. Und bei mir, glaub ich. bei mir ist die budelige Verwandtschaft so weit weg, die ist sowieso nicht gekommen. Also ich hab mit der Mama beieinander gesessen und haben wir dann mit Streichhölzer haben wir uns warm gemacht und haben uns gefreut über den, dass der Onkel Berner auch wieder dass der Onkel Werner wiederkommt. haben uns also in die Zeitungen im Fußball gebaut, damit wir auch geschenkt haben. War eine schöne Weihnachtszeit. Schön. War schön, ja. Nein, also Weihnachten war bei uns war eigentlich immer ganz cool. Als Kind war das super. Sagst du so da? An was erinnert es dich? Da gibt es bei mir ein paar Sachen, die haben sich so ins Hirn gefressen, die werde ich nie vergessen. Bei mir war der größte Bullshit, wenn ich in die Kirche reingehe, weil die Eltern nämlich morgen. Das habe ich vergessen. Ja, ich habe das auch vergessen gehabt, aber durch meine Neffen und meine Nichten, die jetzt das Alter haben, wo sie es auch in die Kirche ziehen, weil da ist ja der große Christbaum drin, das gefällt die Kinder, das gefällt uns Kinder einmal Eltern. Einmal und dann ist es jetzt die gleiche Scheiße. Ja, dann sitzt du da eine Stunde drin Ja. und hörst dem verdammten Kinderficker dabei zu, wie er irgendeine Scheiße ablässt, Genau. die keine Sau interessiert. Weil sie das ist aber glaubt, dass das der da
Problem. dass der da vorne die angreift, weil der Onkel Werner danach auch noch dran ist. Das ist aber das Kinderproblem. Also ich sag, du kommst dann Kommt der Onkel irgendwann... Werner aber leicht rein. Aber irgendwann kommst du in ein Alter... In ein Alter. Ich komm mal auf, Alter. Alter, schleudern! Ja, Na, da wo du halt praktisch... Da wo du für den Onkel Werner nimmer interessant bist. So ab... das war das schlimmste Projekt in meinem Leben. So einen Und zweistelligen... Das die ist wie ist eine halt- Beziehung, wo du merkst, du liebst deinen Partner nicht mehr. Wenn das auf einmal passiert, das ist ganz, ganz schlimm. So ist es gewesen, als Onkel Werner mich nicht mehr mengen hat. Ja, der mag die bis heute noch, glaube ich. Aber Aber ich das... bin zu alt. Ich hab Haar im Gesicht, das mag ich nicht. Ja, aber am Arsch nicht. Da sind sie dezent, ja. Die Zeitung drüber gesteckt. Das ist richtig schlecht. Vorher So. das haarige Rangel vorher Ah, wechseln jetzt und dann hat er geht's wieder rund. Aber das eigentliche Problem an der Kirche war dann Jetzt Nein, bist du, du dran. Flo. Du das bist eigentliche Florian. Problem an Weihnachten, beziehungsweise an der Kirche geht. Das war ja eigentlich das, wenn du so 14, 15, 16 warst. Ab diesem Jahr bist du eigentlich nur in die Kirche eingegangen, weil es deine Eltern irgendwie erwartet haben und so weiter. Aber die ist immer so schlecht. Also mir ist jedes Jahr, sitze ich da drin in dieser Kirche und mir ist so schlecht vom Vortag. Und das ist eigentlich das große Problem. Ja, so ab du 15, hörst eigentlich 16, nichts ja, ja. mehr. Du hast immer so einen ganz ekligen Mund beieinander und denkst da, boah, leck, hoffentlich feier ich nicht in diese scheiß Kirche Wann krieg ich ein. endlich die Hostie, damit der Geschmack nicht mehr rausgeht? Alter, gib mir ja noch keinen Wein, den der Arschloch. Das war das große Mir Problem. hat in der Nacht der Waschbärfamilie ins Maul gehabt. Also bin ich schon nicht mehr gegangen. Das war Gott sei Dank so ab 10, 11, wo es halt dann Ja, für mich bei mir bewusst auch. nicht mehr interessant war, habe ich gesagt, nein, Mann, ich mag da nicht mehr rein. Und dann hat es geheißen, ja, aber der Pfarrer sagt, nein, nicht der Pfarrer, Mann, bitte. Dann habe ich nicht mehr müssen. Ab in die Sakristei. Ja, das war bei uns ein bisschen Mit anders. dir. Da wird am Sack Wir dann gereicht. praktisch später irgendwie so das mit 14, 15 haben wir mich schon noch gegangen. Du hast ja einen kleinen Bruder. Wie viel jünger ist denn der? 5 Jahre. Genau. 5 5 Jahre, genau. Ja, dann gehst du natürlich länger. Das ist Genau. Ich bin auch Und einmal mit meinem da war's Neffen halt dann- mitgegangen, das war Da war es Hölle. halt dann bei uns eigentlich eher so, dass irgendwann dann ist Mama mitgegangen worden und das war dann so ein Ritual, das wo dann irgendwie so aufgekommen ist. Dass mein Das Drang ist wird, direkt- oder wie? Das ist ein Weihnachtsritual, dass dein Mann dran wird. Tolles ist der Ritual. Hey, Mama, in 2 Tagen. Ja, wo hast du sehen? Was wünscht ihr zu Weihnachten? Ein Körperbackel, Tripostat. Influencer. Nein, meine Mama war davor schwer krank und ist halt direkt am Tag vor Weihnachten rausgekommen aus so einem Krankenhaus. Und dann ist das halt praktisch so ein Ritual geworden dann. Und seitdem gehen wir mir halt bis heute noch in die Kirche. Also echt, Ziemlich- zeig's mir noch durch. Ja, Gehst du übermorgen in die Kirche? Du bist ausgetreten, nicht vergessen. natürlich. Gehst doch in Flammen auf, Ich oder? wollte gerade sagen, du Ja, gehst aber- rein und bringst mit Hey, in der Kirche. Ich habe im Voraus Zeit. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Nein, ich war auch ich glaube vor 3 Jahren oder so mit meinem Neffen dann, wo er das erste Mal in die Kirche gegangen ist, da bin ich auch mitgegangen, weil ich bin sein Patenonkel. Und ja, dann sitzt du wieder drin und ich meine, was soll diese scheiß Bänger allein in der Kirche? Diese ungemütlichen Wichsbänger, da geh ich jetzt mit einem neuen Bandscheibenvorfall aus dem Drecksladen. Für das zahle ich, oder wie? Ja. Und ich hab's vergessen bisher, dass ich austritt. Jetzt mal, jetzt denke ich mir wieder, fuck, ich tritt jetzt dann aus, dann ist die Folge Das ist vorbei und ich wirklich vergesse wieder. eine Nummer. Das hilft vielleicht auch jedem, der zuschaut und zuhört. Ich habe sogar extra ein Video dazu gemacht und um die Zeit haben sehr viele Berichte, bin nicht ich schon, das ist mir schon klar. Doch, bist du. Bin ich schon. haben sehr viele Berichte in sämtlichen Medien, Zeitungen und so weiter drin gestanden, dass die Quote der austretenden Person noch nie so hoch war wie da. Aber ich denke, perfekter Zeitpunkt gewesen. Influencer. Das ist wirklich eine Sache auf 20 Minuten. Da nimmst du einen 50er mit und ich glaube, Dass ich 50 Euro zahlen muss! dass du ausdrehen darfst, ja, das ist natürlich lächerlich, aber für das, was, die sind in 2 Monaten wieder herin. Oder in 3. Und, und mir ist jahrelang verzeiht worden, da gibt es dann, ja, dafür musst du woanders Ja, mehr genau. Steuer zahlen. Das ist ein Schwachsinn! Nein. Das stimmt nicht! Du hast einfach nur, da schaust deinen Lohnzettel an, da haben 5, 6 so Zeilen und irgendwo steht Kirchensteuer. Und dann steht da, was weiß nie, je nachdem, was du halt verdienst, 15 Euro, 20 Euro, 25, 30 Euro, irgend sowas, ist ja vollkommen wurscht oder halt noch mehr. Und das steht da halt dann nicht mehr. Und das bleibt da dann einfach. Das haben sie in der Schule schon verzeiht damals. Das weiß Ja. ich, in der Schule hat der Religionslehrer schon gesagt, Diese- wenn euch jemand verzeiht beim Austreten, das rentiert sich gar nicht, die holen sich das Geld woanders wieder. Alter, der Maul, das darfst du nicht klären. Na, Und bei mir war das Geilste mal in der Arbeit, also ich Steuer gemacht und so weiter, und dann ich soll 300, 400 Euro Kirchensteuer nachzahlen. Also wie, ich kriege immer 50 aus in der Kirchensteuer, warum soll ich nachzahlen? Dann rufe ich an, dann haben die in der Arbeit, haben sie einfach irgendwo einen Hagel gemacht, dann habe ich ein Jahr lang keine Kirchensteuer gezahlt, habe sie gemerkt und habe dann dafür ein Jahr lang doppelt zahlen müssen. Geil? Ja, Das macht ja Spaß, und dann, ja. dann sagen sie zu mir so, ja, du hättest ja so oder so zahlen müssen. Aber nicht doppelt! ja, aber du Ich finde halt wir das müssen- krass, dass du da nicht gefragt wirst. Aber wir müssen mal überlegen, Komm, ich hab was was tut die gesagt. Kirche alles für uns? Wir zahlen mal da, was weiß ich, 3, 4, 5, 6, 700, 800 Euro dafür im Jahr. Aber was tut die Und Kirche für uns? jeder, das ist ja das Ganze, jeder einfach automatisch, du fängst zum Arbeiten an und zahlst Kirchensteuer. Ja. Das Einzige, wo ich nicht... Warum wird du wenig gefragt? Bin ich gefragt, dann machst du Kirchensteuer für was Ja, denn eigentlich? stopp, aber du was musst haben jetzt mal- Kirche jemals für mich da? Aber der Unterschied ist der, du kannst austreten Hast du davon. mir einen Brief geschickt? Ja, Pädophilen Scheißwichs. na, du kannst ja da austreten. Das ist jetzt nicht wie beim Rundfunkgebühr, da wärst du ja nicht gefragt. Das ist ja nur eine Nummer schlimmer.
Weil du wärst ja Das gar ist nicht was gefragt anderes. danach. Du hast ist zumindest, ich glaube, ein ein schwieriges Teil Thema. von der Kirchensteuer geht doch zumindest in so gute Zwecke wie, was ist das Rote Kinder Kreuz? ficken. Ist das Rote Kreuz und so weiter, ist das nicht auch ein Drang von der, Was ja direkt. wird das nicht auch von der Kirche dran? Weiß nicht, ob es Rote Kreuz Caritas. oder Caritas, es gibt schon Sachen, aber dann sage ich, okay, was, wenn ich weiß, dass das Geld nur da hingeht, dann ist es okay, wenn du weißt, dass zu irgend so einem von den Leuten, die du gerade benannt Hast du eine, geht, dann bin ich raus. hast du eine Vorstellung, wie viel Geld das die Kirche hat? 2? Das ist, ich sag mal weiß jetzt 14 leider Euro. Gottes, ja, ungefähr. Und da, seht, da der wir noch 14 Nuller hinten noch nicht, dann passt es ungefähr. Die haben so viel Geld, das ist, und vor allem haben die Grundstücke und Immobilien und so weiter im Wert von, das kann sich überhaupt kein Mensch nicht vorstellen. Und dann kommen sie zu mir und betteln um irgendwelche Klingbeutel, Spenden und sonst Wolle. irgendwas. Dann sitze ich da und denke mir so, hey, fick dich, wer spenden mir was? Ja, okay, ich hab's Stream zu schauen. Der Maul Mr. 500 € Donations pro Stream. Die kann ich ja nicht annehmen. Oh, Der stimmt. Oh, Ja, aber ich geh nicht her und bettelt drum. alle Bedels. Und 5 Sekunden später sage ich, habt ihr eigentlich gekriegt, wer hat sie schwanger, gell? Ja, sehen wir uns Jetzt dann. ist der Weihnachtsmützen, danach ist der Klingelbeutel. Ja. Das ist einfach Klingelbeutel ist das allerletzte Kante, wenn du auf der Hochzeit oder so bist und dann kommt der Scheiß, gehen wir so rein mit dem scheiß Klingelbeutel und gehen so durch. Tja, Ja. Weil der ganze Also durch, dann so, was möchtest du denn jetzt so von mir? Oder bei Beerdigungen, was möchtest du denn jetzt noch mehr Geld von mir? Leg mir mal mit dem Scheiß. Und dann jeder mal das Geile, ja, ich wirf eh gerade ein paar Cent rein, damit es so ausschaut. Warum soll es denn so ausschauen, du hodenlose Fotze? Wenn du nichts einwerfen möchtest, dann wirf halt einfach nichts ein, Gottes Namen. einfach einer, damit sie so da gespannt so, Alter, was soll die Scheiße? Ja, Weil, die ich finde das so geil, wie sie sich einfach immer und immer wieder ihren eigenes Grab noch größer schaufeln. Das ist einfach so geil. Wie kann man so lost sein? Das ist so krass einfach. Es ist so Das ist schlimm, cool. was die mit den ganzen kleinen Kindern machen. Das ist halt ist eigentlich, es gibt oldschool. jedes Jahr kommen so viele Sachen auf, da Ja. muss die Regensburger Domspacken. Und ist das schon mir aufgefallen, wie dermaßen schnell, dass das Thema unterm Teppich ja, ist? Aber jetzt ja, hast du ja, das ja, schon ja, aufgefallen, wurde wie schnell das vergewaltigt. Okay, dann zahlen wir heute als Strafe. Ist verjährt. Da ist, ich glaube, Du bist Anfang gar dieses nicht. Jahr habe ich ein Video gemacht, das heißt How to austreten. Da war gerade wieder irgend so da ist ein Haufen Zeiger aufgekommen in die letzten Jahren. 450 Fälle. Da sagt, das ist nicht, da ist einmal der Pfarrer ausgerutscht und in irgendjemand eingefallen und da ist einer, So mein ein Gott, ausgerutscht und die, alle gibt's, eingefallen. die meine Pädophile, die gibt's überall. Das ist richtig. Aber das ist schon sehr auffällig, was die da betreiben. Warum sagt denn da keiner was? Warum dauert das? Das kommt, oder sagt einer, natürlich sagt einer was, kurz in die Medien irgendwo und gefühlt 2 Tage später redet keine Sau mehr drüber. Das brauchst du mir nicht erzählen, dass jetzt du nicht... glaube ich, ist vor kurzem das erste Geld Urteil gefallen, dass man ja wegweisend dafür sein kann für alle folgenden Vorwürfe, die jetzt dann kommen. Ich weiß nicht genau, wo es war, aber ich glaube, dass jetzt das erste Mal auch wirklich eine Strafe an so einen alten... Das dauert einmal Zeit. Also, oder so mehr. richtige Strafe auch verteilt wird. Geldstrafe Hey, wahrscheinlich. der Misshandel, du musst Ja. das passt da in kein normal aufgewachsen. Ist das weihnachtlich? Ist das weihnachtlich? Eigentlich nicht. Wollte ich gerade sagen. Herzlich. Aber wir haben halt bei der Kirche auch nicht mehr Geiflur. Haben wir jetzt genug? Aber echt. Ja. Verzeih Wollen mir wir schöne weiter? Geschenke, Birger. Was hast du denn für schöne Geschenke gekriegt? Ich bin immer Vom Onkel Werner. Was hast denn du für die Geschenke? Bagel Durex, Bagel Vom Onkel Werner. Fuji, Und dann sein Backel. und dann ein Bagel, Teebeutel. vor mit einem Schleifer rundum. Das habe Dick in der Box, ich immer mit dem Mund aufmachen müssen. Ganz komisch gewesen. Magic. Ich bin immer sehr reich beschenkt worden. Wirklich sehr reich beschenkt worden. Was war das Schönste? Das Schönste ist, ich habe immer Konsolen gekriegt. Ich habe jedes Jahr so ab 95, 96 rum habe ich jedes Jahr eine andere Konsole gekriegt. Also für Erst Konsolen hat's PlayStation gar 1. Ich wollte sagen. Natürlich hat es im 3-4 Das sind Jahreszeit jetzt so Konsolen 20 gegeben. Jahre und 20 Konsolen gibt es nicht. Oh, voll. Vollidiot. Jetzt weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Ich weiß nicht, ob es 95, 96 oder 97 war. Erst PlayStation 1 mit Croc, das weiß ich noch. Und 99 habe ich Nintendo 64 gekriegt mit Ocarina of Time. Da habe ich ein paar der krassesten und wohligsten Erinnerungen dran jemals. Dann 1-2 Jahre später dann PlayStation 2, dann Gamecube und immer so weiter. Einen Kickerkasten habe ich mir gekriegt, einen Leonhard. Der steht Jemand heute war im sehr Keller. neidisch, ja, den werde ich da Der noch steht- irgendwann abluchsen. Ja, wir haben einen Rohrbruch im Keller gehabt und da ist ein wenig Wasser umgelaufen. Ich glaube, dass die Bomblatten geworfen hat. Du bist ja wieder Schreiner, du kannst ja nicht. Auf Schrauben. Da vor hier, Schwabing. Ein Grüßkühlmarkt steht. Oh, da wollte ich heute noch hin. Nimmst du wieder. Aber der Christkindlmarkt, Guten. der Straubing ist wie das Reh so draußen. Wir sind jetzt mit durchgegangen, die ganze Zeit sind so Aber-Techno-Remix auf Anschlag. Ich meine, das ist Weihnachten noch nicht, der Reh so 90s-Party. Ich war heim im Straubinger Christkindlmarkt letzte Woche und mir ist sehr stark aufgefallen, Glühweinstand, 100.000 Leute und dann habe ich diese Stände, die so Engerl und Krippel und so einen Scheißdreck verkauft, das ist keine Sau.
Das ist keine Sau die ganze Zeit. Stopp, ich habe ihn kennengelernt, der kauft da wirklich Sachen. Da hab Warum ich mir, tue ich ja, das? das habe ich mir gedacht. Weil er dekorieren Das ist möchte. der Wahnsinn. Ganz klar Ja, aber Sache. wer dekoriert denn ein Krippel daheim? Ich? Ja, super Habt ihr christliche einen Leute, Weihnachtsbaum das haben wir eigentlich früher auch da. Ja, immer. Krippel war schon früher cool, man. Das Ja. waren Actionfiguren. Und das hat gleich, da war Licht drin. Das war Hast du so- einen Weihnachtsbaum daheim? Ja, immer. Das Heute? ist Pflicht. Oder Ah, ja. damals. Oder immer noch. Weil damals glaube ich schon, oder? Jo, also ich hab als immer noch Kind einen. hat man Alter, wir haben oder? 3 Katzen und 2 Hunde. Weißt du, wie lange das der Christbaum steht? Ja, du bist Ja, ja, was, wie weit ich das meine in die in deine Elf wird? jüngeren Jahre. Die Katzen hast du Ein ja erst Christbaum seit oder die 10 drei Jahren. Katzen? Beides. Oder ein Christbaum samt die Katzen aus dem Fenster jeden, Genau. wenn es drin hängen. Das Training Wie bei ausgegeben. Ikea. Wohnst du noch oder lebst du schon? Ich weiß nicht. Okay, ciao. Okay, Jill. Nein, Christbaum, da bestehe ich drauf, dass immer ein Christbaum drin steht. Weil Heute das noch? immer So, noch, ja. ja. Da steht immer Christbaum drin. Schöne, dann ein paar schöne Gremlins Kugel zum Einhängen, damit ein bisschen mein Nerd-Scheiß auch mit drinnen hängt. Und es ist einfach geil, wenn es einiges ist, es riecht nach dem geilen Scheiß aus Baum drin. Da gibt, ja, das versprüht einen gewissen Flair, wenn da ein Christbaum Nee, steht. Das ist richtig. Brauchst, also den brauche ich auf alle Fälle. Bürgerin dekoriert weihnachtlich. Also da steht, wir haben ja schon, das ist kein Christbaum, hier steht jetzt so ein kleines Mini-Tannenbaum umeinander mit kleinen Kugeln Das und, sind solche Kitzer. und ein Nikolaus Warum hast und du lauter so ein Weihnachten so? Scheiß. Weil Weihnachten, ich hasse Weihnachten nicht. Ja, anscheinend Jo, schon. weißt du, was mir Weihnachten versaut hat? So jetzt im Erwachsenen-Dasein. Oh, jetzt bin ich Zumindest auf gespannt. dem Ausweis. Die Arbeit im Einzelhandel. Oh ja, das glaube ich dir. Wow. Hab ich nicht gemacht. Die Arbeit im Ich Gott sei Dank auch Einzelhandel, nicht, aber das vor kann ich mir allem, vorstellen. wie wir das stationäre Geschäft noch gehabt haben, leck mich bloß am Arsch, Alter. Hier Urlaubssperre bis Ultimo, bis... Diese scheiß Urlaubssperre, das und geht da gar nicht. geht's zu und die Leute haben alle lästig Ja. und gestresst und fick dich bloß, Alter. Das hat mir Weihnachten versaut. Vor allem, wenn sie alle noch meinen, sie müssen Immer noch. am Weihnachtstag dann teilweise noch die, Beleuchtung und so ein Zeug kaufen und sind dann saulästig, weil es kann ich mehr kriegen. Ja, Ja. es ist halt Weihnachten. Das haben andere Leute schon vor 3 Wochen die Idee gehabt, du Vollidiot. Das hat man, da geht diese vorweihnachtliche Stimmung einfach, die ist Ja, tot. das Die ist gone einfach. Da ist halt Moshpit-Stimmung. Das, ja, da war noch Das ist Stimmung. mal generell, wie war es denn eigentlich früher und heute mit dieser Weihnachtsstimmung? Ist die heute auch noch so? Weil Nein. früher war es ja immer, du hast ja schon Wochen vorher, du hast den Deal Nummer 1 aufgemacht und hast da fast den vorher. Hosen gemacht. Weil du denkst, wie Der geil ist generelle Unterschied ist halt, ich habe mich damals halt ich habe gewusst, ich bin reich beschenkt. Und ich habe gewusst, ich kriege eine Konsole. Und ich bin halt Wir zocksüchtig, wissen, seitdem dass ich 5 Jahre mittlerweile alt deine bin. Eltern reich waren, okay? Ja, schön. Betonung auf Waren. Ganz starke Betonung auf Waren. Tempos. Das ist sehr lang her. Ja. nicht. Muss trinken. Na du, Ja, das ist ja teilweise zum Trinken, Florian. Ich bin nicht, das erzählt er auch anders, mein. Das ist so eine extra Depri-Folge dann. Ja, gibt's eine Depri-Wirtschaft. Depri. Depri-Wirtschaft, Ja. ja. Haben wir die Depri-Wirtschaft. Ich habe auch einen Nintendo 64 gekriegt damals zu Weihnachten und mein Mann war damals mit einem Italiener geheiratet und dann waren wir immer über Weihnachten und Silvester, 3 Wochen waren wir in Italien. Che cosa? Babi Puppe hat er gesagt. Stacca! Vanille, Babene, Schoko, Erdbeer. Ja, Strunz. Auf alle Fälle geil Niedercker, weißt du das eh? Alles wieder festen. Ja, kriegst du eine Playstation, weil wir haben ja dann in der Nachbarschaft, der chippt dir die und dann kannst du die ganzen Spielebrände für 1 Euro haben. Dann sag ich so, ich will das nicht. Ja, aber du kriegst ja dann zu Weihnachten eine Playstation und 50 Spiele. Aber ich möchte einen Nintendo 64. Ja, aber eine Playstation und 50 Spiele für einen halben Preis. Dann sage ich, ja, aber ich möchte einen Nintendo 64. Ja, aber den kann man nicht chippen. Dann sage ich, ja, aber ich möchte trotzdem einen Nintendo 64. Und dann waren sie voll lästig auf mich, aber ich habe so bestanden drauf, dass ich den Nintendo 64 kriege, dass ich Das haben meine Eltern damals erst recht nicht verstanden. Nur Ja, viel null. weniger wie heute, was da der Unterschied ist. Und jetzt halt der Futzen bei Playstation. Ja, genau. Und ich gesagt, nein, abhauen mit einem. Und dann haben sie lauter schwarze Rohlinge, waren das nur so ein Berg am Stalling gekommen und alle Spiele haben sie gehabt hier in Italien. Super. Das habe ich jetzt gespielt und bei Jena, da haben wir mit Nintendo 64 gespielt. Und auch mit Ocarina of Time. Ja, das war das erste Spiel dazu und Donkey Kong 64. Das habe ich noch daheim aber nie gespielt. Da war ich bis jetzt jung. Das, Bin ich- ja, bin ich so. den habe ich in 99 gekriegt, das weiß ich noch, weil da bin ich in die Realschule gekommen, weiß ich auch noch. Und da hat der Weihnachtszauber durchaus noch bestanden. Ja. Und ja, deswegen, darum hängt da auch ein Ocarina of Time Poster ein riesen drum. Hallo. Sagt den Äh, keiner. Soll Für ich mich eine ganz- Kamera Kamera mit? ja, das ist mal schon bitte. mit rein. Einfach- Sag mal das, weiß ich bisschen nicht. Ja, doch, da ist ein Link, sein Gesicht. Sag mal in der Kamera tatsächlich. Also für alle, die zuhören, Okay. im Video sagt man es. Seid selber schön, wenn ihr zuschaut. Und ich konnte es eigentlich gar nicht so beschreiben. Meine Eltern haben ja getrennt oder waren getrennt und mein Papa hat in Minga gewohnt und an Weihnachten war ich dann, wenn ich ein bisschen älter geworden bin ich ja an Weihnachten beim Pap gewesen. Und da habe ich dann den Nintendo 64 gekriegt und Ocarina of Time und so. Und dann hat er im Wohnzimmer drin, hat jetzt einen Fernseher und da schaut er Fernsehen und haben einen zweiten Fernseher daneben unter den Esstisch eingestellt und ich bin unter der Couch gelegen, er hat über mich drüber geschaut und ich bin drunter gelegen und habe halt Ocarina of Time gespielt. Das war das geilste Wochenende meines Lebens, ohne Scheiß. Das hat einfach, ich weiß auch nicht, Ocarina of Time hat einfach damals, du hast genau das richtige Alter gehabt, ich war so, wie alt ist man in der 7.? 13?
Sowas, 12, 13. Also du bist nur jung genug, dass du diese Immersion in dem Spiel aufsaugen Das Feeling kannst. hast du nie wieder finden. Und das hat mich halt auch gefixt bis heute. Du bist immer so am, ich möchte das wieder, aber es geht nicht. Das werde ich nie vergessen. Wenn irgendwelche Melodien oder Töne aus dem Spiel heute noch her, dann habe ich sofort Gänsehaut. Das ist unglaublich, das Spiel. Ja, da war ich noch ein bisschen jung dafür, aber bei mir war es so, das haben wir in ungefähr der Hälfte aller Folgen gehört. Das war so game-changing, meiner Meinung nach, was also von der Qualität her oder Co., das war Need for Speed Most Wanted. Ich habe nie Need for Speed. Das ist ein bisschen später, das habe sogar ich gespielt und ich hasse Autorennen, scheiße. Aber das war so ein... Most Wanted 1 und 2. Nein, genau. Stopp, das war nicht Most Wanted, habe ich nicht gefeiert. Ich habe Underground 1 und 2 gefeiert. Da wo du deine Nissans tunen hast können mit Unterbodenbeleuchtung, den ganzen Scheiß, der geilen Hip-Hop-Musik im Hintergrund. Können wir so Volksplatz abstellen. Ja, genau. Da stehen wir oder einen Taco-Parkplatz. Das ist auch ganz Augenbrauen-Piercing und dann schlafen wir es auch. Ja, genau. Schlafen wir uns einen Parkplatz stehen. Das ist genau, ja, ich sag ein bisschen Parallelen. Ihr habt zwar mehr Geld wie mir, aber ihr habt es genauso behindert. Die bestellen ein Kino. So da ist es nicht. So viel Geld haben sie nicht eingesteckt in den Dreckskorn. Das ist das Kinesium. Versandkosten vorher in Teile sind teurer als in ein Drecksauto. Ich habe damals auch über Weihnachten zu der Oma dann oft dürfen. Die hat nämlich auch in Minga gewohnt. Und da war es geil, so, ich habe Nintendo 64er Jahr noch vorgekriegt, das Jahr drauf dann mit der Oma, ja, ich darf was aussuchen, weil ich bin nicht so joy genug, dass ich mir das Zeug selber aussuche. Ich möchte das spielen, da steht 18 drauf, perfekt da. Und dann darf man das dann erst auf 18 spielen. Nein, das ist gerade so, das musst du wissen, Oma, kauf's einfach. Und dann habe ich Perfect Dark und Majora's Mask dann gekriegt. Leck, Perfect Dark war so geil. Was wir mir Golden Eye gespielt haben, Alter. Oberwelt. Das war so eine unfassbar geile Zeit. Wahrscheinlich habe ich das in einem Stream habe ich das mit Sicherheit schon mal gesagt, vielleicht habe ich es auch in einem Podcast schon mal gesagt, das ist egal. Du sitzt an einem Freitag auf die Nacht auf der Couch bei einem Kumpel zu viert oder zu fünft oder zu sechst, übernachtst da. Du sitzt da, hast ein Nintendo 64 vor dir und spielst GoldenEye oder irgendwas anderes zu viert, die ganze verfickte Nacht. Die Mom kommt einer, fragt, ob's Hunger habt, und keiner hat uns gesagt, dass das nie wieder besser wird wie in dem Moment. Keiner hat es uns gesagt. Das hat sogar den Besuch vom Onkel Werner die Stunde davor wieder verdrängt. Ja, die hast du vergessen können. Ganz ehrlich, das ist wirklich... Nie wieder kriegst du das, ne? Das war so unbezahlbar und keiner hat es gewusst. Zock mal auf Nacht. Hocken wir uns jetzt zusammen. Machen wir lang. Oder wir saufen. Wir saufen wir richtig und zocken. Ja, da weiter. Saufen und zocken geht nicht, habe ich oft genug probiert. Ja, das ist immer gar nicht so geil, wenn man sich das vorstellt. Ja, dann saufen wir nur. Klingt ganz witzig, dann saufen wir. Es geht 3, 4 halbe und dann ist aber... Ja, und dann werden alle mit. Ja, aber das geht nicht los, da sind die Leute dann schon immer aufs Zocken konzentrieren, dann schmerzt die ganze Zeit oder du hast dann da so spät und jeder hat nicht wieder auf 3 bringt. Brauche ich nicht schauen. Nein, da bin ich auch raus. Was ist denn bei euch, das ist immer so, weil wir haben ja selber auch schon so eine Weihnachtsfolge gemacht und meine Lieblingsfrage ist halt immer, was ist denn das Essen, was es bei euch gibt an Weihnachten? Weil ich finde das immer ganz, ganz bizarr. Und das kann ich nicht oft genug sagen, warum Leute meinen, dass Würstel und Sauerkraut ein geiles oder ein tolles Weihnachtsessen ist. Was ist mit euch? Das ist Leute. Das ist kein tolles Weihnachtsessen, aber das ist irgendein traditioneller Scheiß-Bullshit. Ja, Wiener also Würstel am ersten Weihnachtsfeiertag. Was soll denn der Scheiß? Hat uns aber nie gegeben. Kaufe, wenn ich schnell Hunger habe, dazwischen, was weiß ich, irgendwo, da haben wir schnell Wiener, aber nicht an Weihnachten, da gibt es Raclette oder Fondue oder... Der Pap hat über Enten oder Gans gemacht. Die uns am ersten Feiertag dann geben. Und wie ich dann geworden bin... bei dem Uhrzeit, also wenn die Folge released wird, friese ich wahrscheinlich gerade Schweiners. Gut, Leute. Das ist geil. Schweinebraten, da ist einfach, und da wird der Mama geschafft, hier 2,5 Kilo Schweinebraten, 25 Semignil und... Das ist kaputt, oder? Da ist gerade was von dir davon geflogen. Das ist jetzt sowas vom... Das war der Deckel. Du hast jetzt deinen Inhalator zerstört. Keine Angst, die muss der Stecker funktioniert. Biergrößer Inhalator. Bier 1, Inhalator 0. Na, bei uns gibt es immer so Schweinemedaillons mit so einer Sahnesauce und so. Mit Schwammerl. Mit Schwammerl. Ja, bei Schwammerl eine, ja. Ich war jetzt bei uns jetzt enttäuscht, weil seit letztes Jahr meine Mom, gut, die hört das sowieso nicht, du, das Rimpfig. Gemeint, sie muss von Raclette auf so Antipasti-Brotzeit-Scheiße umsteigen. Hey, was soll das? Für was kommen zu dir, Mom? Da gib mir ja gar nicht mehr. Sag mal klar, dass wir nicht mehr sehen. Das tue ich mittlerweile an, also Racletten oder Fondue oder meistens beides. Wenn wir so ein Kombi-Ding haben, mit da ist links, rechts, da ist ein Storplatten, da ist ein Raclette-Ding und in der Mitte ist ein Fondue drin und so. Unten drunter ist ein Raclette. An Silvester. So Raclette. Die ganzen Mongos. Also der Raclette. Gibt's ein Raclette? Ja, das machen wir an Silvester. Das ist so unser Silvester-Ding. Bei uns war, als wir klar war Weihnachten Raclette und Silvester war Fondue.
Früher war auch immer Fondue. Am riesen Wohnzimmertisch, da habe ich auch eigentlich schön in Erinnerung, da hat es immer Fondue gegeben. Ja. Das Schlimmste war für mich, als ich dann angefangen habe, dass ich alkoholische Getränke zu mir nehme und Silvester nimmer mit der Family verbringe, weil ich dann immer unterm Dringen so, oh Gott, so haben jetzt ganz was Geiles geben. Das machen wir mittlerweile, dass man, ich habe halt einfach keinen Bock mehr, dass ich mich da in irgendeiner scheiß Idiotenfest leiste, wo ich dann irgendwie Spackos sehe, die wo ich eigentlich nicht sehen wollte, und dann, hey, wo liegt Bier, ja, halt dein Maul und hau ab. Ich hab das so lieber kurz nice. Da sitze ich lieber daheim, da lade ich 2, 4, 6 Leute ein, 1000 grob, ja, die feiern dann im Garten draußen. Draußen nicht. Ja, In unserem Büro. draußen nicht. Und dann wird gefiestet wie die Schweine. Das ist wirklich, also da ist der ganze, der Tisch ist so groß wie der da. Das sind ja zwei Tische. Also in der Das ist Mitte, ja ja, schon wieder Also gelungen. drunter sind zwei Tische. das ist gelungen, das ist ein Tisch. Und in der Mitte steht das drum regelt und rundherum kannst du nirgendwo was hinstellen, weil überall, da wird einfach alles gekauft. Alles. Also wirklich alles. Ah, die Legos, die es gibt. Da gibt's Legos, Okay. da gibt's Todessterne Blue Bricks, Nachweise. Ah, die Playmobil-Manschkel, die sind an der Kasse beim Playmobil, Okay. richtig. Ja, Okay, krass. ja, Also kauft ihr euch wirklich alles ein. Ja. Das ist krass. Alles, Das ja. ist Okay. da gibt's kann ich auch mitkommen, das muss ich schon mal singen. ja, lade dich ein. Ja, cool. Ja, am ersten Feiertag dann. Passt. Um 8 Uhr. Aber da bin ich voll, da gar nicht aufstehen. Scheiße. Na, bei uns, also wir haben eigentlich, Scheiße. seitdem wir ein bisschen älter haben, also wir feiern mal seit Du bist nicht mittlerweile. mehr 30, du bist nicht mehr ein bisschen älter. Ich bin verdammt alt. Also im Vergleich zu euch bin ich wirklich ein junger Du bist Hopfer. 26 plus. Ich bin 1000. 24 plus. Plus. Wir haben 26 plus. Sie? Ja. 36 plus. Sie? Aber Scheiß Schnauze. die Stimme am Tiefpunkt. Hast du eigentlich schon einmal erlebt, wenn jemand dein Gesicht nimmt und in so einen Adventskranz taucht? Noch nicht, aber es gibt Erfahrungen, die muss man sammeln. Scherz, das ich Abbild komme, ich meiner weiß nicht, was das Rosette. ist, aber ich glaube, Das ist sind, eine Rosette. Ja, das sind, glaube ich, so ein Äpfel sein, schaut aber aus wie ein Nein. Du Arschloch. musst erst einmal ein bisschen deinen Finger Der ausmachen. Flo hat vorher schon Ja, gesagt, die ja, schauen aber- aus wie mein Arschloch, als ich das letzte Mal ausgefallen bin. Ja, da geht das gleich viel besser, das ist Okay. geschmeidiger. Ja, Wäre das kommt man dann rein. Möglichkeit Ja, gerade? ja. Oder? Was, wer? Nee, das Wachs ausschütten. Aber warum? Wir können eigentlich einen Wachs spielen. Ja, und was du jetzt mit meinem Ständer? Keine Ahnung. Mit der Tisch geht langsam so in die Käse. So, wo waren wir? Vor 20 Jahren jetzt Onkel Werner erledigt. Halt, stopp mit meinem Sponsor! Haben wir heute Haben einen? wir heute einen? Nein. Nikolausi haben wir als Sponsor. An Nikolaus. Wir sponsern uns wieder selber, aber das sagt man nicht, weil das Mikrofon davor ist. Wie immer. Kauf das T-Shirt, Mann, das Spack. weil wir haben nur Wirtschaft bei dir. Zieh mir den Bauch ein. Fettes Stück Scheiße. Wir haben halt nur Wirtschaft. Du fetter Wichser. Bitte Heute sehr. Spezies fett, heute ist nur Wirtschaft. Das ist Alter. nur Wirtschaft. Der Rest ist unter die Titten verschwunden. Wir haben halt nur Wirtschaft. Ja, heute bloß die Wirtschaft. Jetzt sind wir schon wieder da. Beim Essen waren wir. Ja, das sagt man bei dir. Ende. Wir sind wirklich bei Wirtschaft. Ja, gell? kann sein. Titis like a woman, he got titis like a woman. Also für alle, die das jetzt gerade nicht sehen, sondern nur hören, nur über die Spätwirtschaft-T-Shirt, und das wirft gerade über den Bauch eine ganz ungewollte Falte, Nein, das das ist die Späti beabsichtigt. komplett verdeckt, da steht Das dann ist einfach nur Absicht, Wirtschaft Flo. dabei. Das ist Marketing, Das du ist verstehst Marketing. es bloß nicht. Die Nein, das ist kein Marketing, das ist einfach Spezies nur ist einfach in- Adipositas. Also, positiv, ja. Du fetter Hurensohn. Spezies in der Tittenfalte verschwunden. Du versteckst deinen Schweinebärranzen einfach im Anzug. Anzug Schweinebär. macht schlank. Ist so. Kennst du den Schweinebärmann? Ja, Logo. Der Schweinebärmann ist der Den Beste. kenn sogar ich. Den kennst sogar du? Weihnachten Das ist ist schon. Schweinebär, South Park Mann. ist sehr das Das ist wichtigste South Thema Park, mit ja. Henky, the Christmas Pooh. Und der steht da oben. Oh, Warum haben wir den nicht da? Tu ihn runter. Tu ihn runter. Tu ihn runter. Hol ihn runter, Bruder. So in oben. Den, Dann tu ihn runter. wo der man den hin? Stellen wir da vier. Stellen wir da so her. Schau her. Dann haben wir bloß unter Wirt. Waggeli, 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 Nice. Der waggeli, Leute normalerweise waggeli. Heidi ho schreiben, wenn es noch gelangst, aber das kann er nicht mehr seit ein paar Jahren. Also für alle, die auch immer noch gerade zuhören und nicht zuschauen, jetzt haben wir einen Henkel im Weihnachtscode, den haben wir auch noch hindekoriert. Genau, Und wenn die ihr jetzt Schwunden bald euch hinsetzt und schaut YouTube und schaut euch alles Idioten, dann Richtig, und was man auch nicht vergessen darf, Totale Sackschellen. bewertet den Podcast mit 5 Sternen. Wenn es das zu nicht Weihnachten tust, wünschen wir uns das. geht das wünscht man, ja genau. Also der Podcasts geben, die viel mehr Bewertungen haben, und die haben nur 4,9 Sterne. Ja, gibt's. Habe ich auch Boah, gehört. das Habe ist ich, so hab ich traurig. auch gehört davon. Das ist so Ja. richtig lächerlich. Das ist Ich wirklich hätte noch was traurig. Pulsar dann aufgeschnitten. Also Beim Essen waren wir. Schluss jetzt. Also an Weihnachten Raclette. und am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. Hat früher einmal Ente gegeben? Ente. Ente. Das ist ja ganz du Idiot. Ente gut, alle gut. Ja, ganz toll, oder? Aber die hat es auch nur wegen mir gegeben damals, weil Du dir Enten. ich war der Nein, Einzige, der Enten. das so geht. Nein, es hat es einfach gegeben. Ich habe nie gesagt, ich möchte Enten.
Mama hat immer Anden gemacht und dann hat gesagt, was gibt's zum Essen? Ja, Anden, weil du magst doch über Anden. Da hat er mir gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben gesagt, ich möchte Anden, außer beim Chinesen. Ansonsten habe ich noch nie gesagt, ich möchte Anden. Aber gut, da gibt's es halt. Die panierten Anden, Diven beim Kindermann, Ja, die haben schon Können wir unfassbar bitte über was gut. anderes Aber reden? irgendwann habe ich Ich dann, hab volle Kanone Hunger, Alter. irgendwann hab ich dann zu Mom gesagt, du, Mom, du musst wegen mir nicht über Anden kaufen, ich brauche das eigentlich gar nicht. Ach so, und du magst die so gern. Nein, nie habe ich gesagt, Mom, das ist Lügenpresse. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe immer die Beilagen bei Gänsen und Enten und so Wunderbar weiter, geil. habe ich mehr, das Innerne Enten. Wenn Wenn der oh, Kani ich drin kann war. nicht schmatzen vor lauter Wasser im Maul, Mann. ein Semigknädel, Eistopfer im Voll Maul, lecker. das ist so geil. Richtig geil. Mann, du musst ein Schweiners machen! Ich will Schweiners! So, komm mal, ein Schweiners mit einem Semigknädel stupfen. Probier's? Beim Spurwackel geht's auf alle Fälle. Das stimmt. Ja, haben wir Ich hätte Weihnachtsfeier jetzt dieses Bock Jahr. auf Knädel mit Soße und Kraut und Schweiners und... Bock auf Chinese. Chinese, bitte. Chinese. Das war Das war schon weh. feinstes Dann immer Chinesium. so überfressen, dass du danach dann eine Jogginghose anziehen musst, weil du die nicht mehr beizen kannst. Das ist ja der Fehler, du musst ja schon mit der Jogginghosen erscheinen. Ja, am Ja, Anfang das hat man macht man gemeint, dass man aber einigermaßen, am Anfang bist du einigermaßen gediegen und es ist weihnachtlich, du bist schön angezogen. Du trägst eine Unterhose. Ja, du wohnst ja nicht mehr daheim, du kommst ja praktisch hin, du musst ja einmal Ja, kurz gut, aus dem Auto. du musst einmal die Hosen noch ziehen. Weil es bei mir zur Kurz einmal. Lügenschicht war. Ist auch kalt draußen. Das stimmt, Das ist ja. schon. Das soll jetzt auf alle Fälle, Ich glaube, Cool. das ist das soll jetzt auf alle Fälle einen Fäustling über den Sack drüber haben. Ja. Sau Feisling. Ein Gockerl unten den Daumen so rein. So. Nein, da muss ein Zipfel. Unten am Sack und am bei Daumen uns das war Zipfel rein. bei uns war es früher auch so. Wir haben das, Ist richtig? Nein, die sind extra so Da gefahren. möchte ich jetzt gerne Beitel sein in der Woche. Das war lecker, das fällt mir jetzt gerade ein. So ein Feistling ist eigentlich wie so ein Bleischutz beim Röntgen im Lendenbereich. Also ist jeder Fall schon wieder gerüngt worden, oder? Jeder weiß, was ich meine. Nein, ich bin nie irgendwann, aber ich hab's schon mal gesehen. Okay. ich schon. Furchtbar. Also, habt ihr das erklärt, ne? Wie klein. Es ist schon Kindergröße. So groß ist er gar nicht. Nein, du nicht so. Ja. Haben wir noch so da an Weihnachten? Auspackt. Auspacken. Was hast du auspackt? Und Onkel Werner. Oh, ja, auspacken. Der ist aber nicht zum Christbaum gelegen. Du hast noch nicht erzählt, was dein schönstes Geschenk aus der Kindheit so war und die schönste... Ich erinnere mich immer noch an, ich habe so eine Carrera-Bahn damals gekriegt, so richtig lange. Geil. Die hat nicht einmal richtig ins Wohnzimmer passt, dass du die Teile mega behindert vor mir Das ist übrigens auch was wir in der Spielzeugfolge vergessen haben. Stimmt, Carrera. Carrera-Bahn, ja. Gibt's mittlerweile von Mario Kart, geil. Hätte ich früher Weißt du, was ich von Mario Kart? Das ist wieder typisch Nintendo. Was soll man schon im Flur aus? Ja, Ist stimmt. alles gut. Stimmt. Ich- Mir ist gerade, das Redst kann du, man redst du, sagst du, Verzeih noch, Kim Flur. Nein, aber das war so. das war schon wieder nur Statistik. Sollen wir selber Das umbringen? war so schön. Du bist so dumm. Das wissen. Brauchst du nicht? Naja, viel Spaß euch, ne? Verzeih von deiner Carrera-Bahn, dass du zusammenbauen musst, weil du dumm warst. Nein, das war eigentlich ganz easy. Ich hab's sogar geschafft. Okay. Aber das war halt, wir haben wirklich ein großes Wohnzimmer geholt, aber nicht einmal die hat da eine Wie viel Quadratmeter hat das Wohnzimmer gehabt ungefähr? 240. Oh, das ist schon groß. Das war riesig, Das ja. ist definitiv groß. Nur das Wohnzimmer. Nur das Wohnzimmer. Und da hat die Carrera-Bahn nicht reinpasst. Aber dafür haben wir kein Schlafzimmer gehabt. Ja, da kannst du dann im Wohnzimmer Und schlafen. Doppelbetten. Kannst du dann im Zum Wohnzimmer Wohnzimmer schlafen. Da noch brauchst dick du schlafen, schlafen. oder? Wie bitte? Da brauchst du dann kein Schlafzimmer, weil du kannst im Nein, Wohnzimmer du kannst im schlafen. Wohnzimmer schlafen, ja. Bloß, Ist das sicher, dass du Das war doch kein Witz, das ist wirklich 24 plus bist? Was ist jetzt eigentlich mit deiner Carrera-Bahn? Ich weiß Ja, nicht. geil, aber erzähl jetzt! Ich wollte nur wissen, dass ich eine Karrierebahn gekriegt habe und die haben halt aufgebaut. Was hast du für Autos gehabt? Ein Ferrari, so ein Roden und ich glaube so ein, ich weiß nicht, was Schwarz das ist war. normal noch dabei, oder? Bei denen. Nein, da war blau, so dunkelblau. oder blauer. Ein dunkelblaues, Ah, ja. stimmt, ja. So dunkelblau, ich weiß nicht, Maserati oder keine Ahnung, was das ist. Pompidüse auf alle Fälle, oder? Ja, es hat Pompidüse. Auf und ausgezogen auf alle Fälle, gell? Haben deine schon Sounds gemacht? So. Nein, das war ich selber. Ja, Meinst du, das sonst hast hörst du immer nur. gemacht. Sonst Mit hörst du diese- nur. Und das hat sogar so ganz erhellst, komisch. Scheißgeräusch einfach nur Ja, gemacht. Elektromotor halt damals. Damals Ja. hat es, glaube ich, keine so Brushless-Motoren gegeben und wenn, dann waren die Dinger haben 1000 Euro gekostet. Aber das war Hast so du nicht geil. gehört Ohne als Witz. Kind? Alle, Das war kennst du das richtig nur, was ich auch mitgekriegt habe, kennst du das nur die, also, das waren auch so Autobahnen, die waren aber nicht elektrisch, sondern aus Plastik, wo man dann so Sprungschanzen bauen können. Kennst du das Zeug noch? Das waren War orange. das nicht das Hot Ja, Wheels-Zeug? genau, Ja. so, genau Das war Hot die Wheels Zeug war das. Sowas habe ich nämlich auch mal gekriegt, so ein fettes Ding mit Looping und alles. Das wollte ich Das war immer noch, voll hab's nie geil. gekriegt. Ja, das war auch richtig geil. Was ich auch nie vergessen werde, ich habe mal viel Lego gekriegt, und Boah. zwar Piratenschiffe und Insulaner. Cool. Geil. Die haben wir schon mit da vorne, ich habe Ja. ein paar Sachen gefunden mit dem Piraten und so weiter. Und so eine Insel habe ich noch unten, die ist zwar total zerstört, weil ich nicht weiß, wie man es wieder zusammenbaut, aber Wann gibt's mir, ich weiß das. das musst du im Keller suchen. Gäb.
Dann nehme ich den Tisch gleich mit. Ich hab gewusst, von meinem Geschenke versteckt. Und wenn ich alleine heim war, dann bin ich immer auf. Dann hab ich Geschenke genommen, weil ich Wie viel Runden wo? Dann hab ich, Ein Kleiderschrank im Schlafzimmer? nein, meine Mama hat so ein Boxbett Da waren die praktisch zum Kondome. Aufklappen. Neben dem Dildo und neben dem Ding. Also, Du hast dich gestungen. ja, genau. Und dann gesagt, schreppe das Geschenk. Mama, warum riecht das nach Fisch? Genau. Mama mag keinen Thunfisch zu Weihnachten, schenk mir was anderes. Auf alle Fälle habe ich dann die Geschenke nur so geschüttelt. Nein, das ist kein Lego, geschüttelt. Das ist Lego. Und dann wo kratze ich, Ja, da das bist ist du deine so Schamkunst. Ecken aufkratzt. Ja, Und ja, genau, ich glaube, das ist das, was ich möchte. Bei mir war es der Kleiderschrank von einem Mann. Beim- Ganz oben, ganz hinten. Und dann ich hab so aufgeschaut, weil du so groß bist, hast du nichts gesehen. Ja. Also geschaut, und dann springst du so und dann hast du einfach von einer Schachtel irgendwas glänzert mit Papier gesehen. Oh ja! Da ist Oh ja! Oh ja, da ist! Stuhl geholt. Ja, genau. Und eine versucht Das war so typisch Weihnachten. Schon 3 Wochen davor angefangen zum Suchen, hat Ja. Mom schon Geschenke gekauft, was kriege ich und dann genascht, wie so voll Idiot. Ja, bei meinen Eltern war es eher so, also meine Mom vor allem, die ist Erzieherin und die hat das ja pädagogisch gefeiert, wenn du lang an den Weihnachtsmann glaubst. Und die haben ja wirklich, An den Weihnachtsmann. ja, und das Christkind, Entschuldigung. Dankeschön. Oh, jetzt gibt's wieder Ärger. Jetzt gibt's aber hier mal Sackschellen, never. Bitte einmal in den Kommentarbereich Hashtag Preisenfotzen eintragen. Ja, okay. Ist bei euch der Weihnachtsmann? Ist bei euch der Weihnachtsmann gekommen? Na, Ja, ist er schon, gell? Schieb wieder schaut. Du bist Sau. es war mir eigentlich ja scheißegal, was er tut. Aber- Oder der Coca-Cola-Agent. Abo. Und also Und wer hat ihm mal Coke gegeben? es war also, irgendwann kommt also dieses kritische Alter, wo man dann nimmer so dran glaubt an dieses Christkind. Mit 24 Und- ungefähr ist das. Mein Gott, da habe ich auch noch so eine Geschichte. Aber das ist eine andere. Geil, bin gespannt. Die erzähle ich noch. Aber mit dem Christkind war es so, dass du denkst hast, ja, na, das Christkind gibt es gar nicht, das machen ja meine Eltern. Und meine Eltern haben das wirklich jedes Jahr richtig gut versteckt. Also ich habe nie die Geschenke gesehen und nichts. Diese Penner, echt. Und alle in meiner Entschuldigung, Klasse Mama. schon, ja, den gibt's gar nicht. Ich so, klar gibt's den, erzähl's mir nichts, dass das Christkind den gibt. Ja. Ja, du bist der einzige Tipp in der Schule. Und vor allem dann war's, also ich hab ja den ultimativen Beweis gehabt, weil wir haben noch einen Balkon gehabt in dem alten Haus und da Hans praktisch, da hab ich gesehen, wie die Fußstapfen eben nach draußen gegangen sind. Also Dann haben wir doch fett festgezogen. Die hat das richtig krass aufgezickt. Das ist eigentlich schon ganz und die ist dann geil. praktisch Ja, doch hier das ist gegangen schon und ist dann ganz geil, wirklich wenn's das in die so- gleichen Schritte wieder zurückgegangen, da wo du denkst, what the fuck? Ich hab halt natürlich gemeint, hey, das ist der ultimative Beweis, natürlich gibt es das Christkind. Ja, Logo. Florian, Ich bin neidisch. nicht so den Tisch verbringen. Okay, Entschuldigung. Ich der Handel halten mit dir. Okay, das macht Ein bisschen mir streichen du das ja. macht mir also Jetzt Was mal tust auf du mit dem Ständer? Jetzt mal auf mit dem ich muss kurz Regenbogenzeig. Lulu. Kannst du auch an den DJ. Klassiker. Hast du keinen Hagelstecker dabei? Wie früher die alten Leute im Volksfest? Haben den Hagelsteck Die eingewiesen. haben ja einen Hagelstecker dabei gehabt im Volksfest. Aber da war kein Schnaps dann drin. hast du am Volksfestbahn sind ja lauter so Holzlatten bei. So. Ja. Und dann hast du einen Hagelstecker praktisch in so Ritzen eingestellt und da Da ohne. hast du einen und dann hast du einen Hagelstecker Zipfel, angepasst. hast einen Stecker ohne gesucht und das ist dann in die Ritzen runtergelaufen. Hast Das du habe ich den noch auch nie in meinem Leben gehört. Nein. Ich hab's auch noch nie gemacht. Du weißt, du bekehrst ja noch nicht zum Kann ich Klientel nicht. Hagelstecker. Alter, ich hab immer einen Hagelstecker im Volksfest. Ich kenn nur die Hagelstecker, Mit was- wo du auftragen kannst, wo Schnaps drin ist. Die hab ich auch, das ist eine Kombi. Ja. Ich schlage halt auch nicht mit dem Mauskrug zu, sondern mit dem Hagelstecker. Ich hab den Hagelstecker, wovon so ein Radl drauf ist, so Wo drinnen so Perlen sind, so Essen. genau wie. Der Klassiker. Bei uns war es aber so mit den Geschenken, weil du das gerade sagst mit dem Christkind, wir haben dann immer aussehen müssen, weil so heißt, jetzt kommt gleich das Christkind und dann ist dir so gemacht worden und Mom war drinnen, weil die empfängt Christkind und hat so Glocken gehabt und wenn es dann klingelt hat, dann hat es geheißen, wir dürfen jetzt reingehen und das Ja. war immer, bin ganz gespannt, weil ich hab 2 Schwestern, sind wir ganz gespannt da gesessen und gelust und dann hat es klingelt und dann ist so, hau ab, ich geh erst, da verpiss dich und ja, dann war Schlägerei. Ja. Das war bei mir beim Pap dann so. Der hat das auch so gemacht. So, du gehst jetzt hinter ins Zimmer und Schluss, wenn es Glocken ist, dann frühestens dann kommst du raus. Und das Problem, das er gehabt hat, ist zum Wohnzimmer, da war in der Wohnung in Minga, geht einfach nur ein gerader Gang. Und hat eine Tür zugemacht und da war halt ein Loch drin in der Tür. Also, wie nennt man das? Keine Ahnung, nicht eine Glasscheibe, aber halt so eine mulchige Glasscheibe, was du durchgesehen hast. Milchglas. Nein, ist kein Milchglas gewesen. Aber wenn's Milch das waren ist- lauter so. Etwas normales Glas und Das ist jetzt das Einzige, was mir einfällt, wo man halt durchsägt, aber nicht gescheit durchsägt. So Komisch gegrillt. Ja, genau, so komische Rillen gehabt. Oh, die Leitglas. Alte Leitglas. Und weiß ich auch noch, da habe ich einen Bayern-Dress gekriegt als Kind, als Oh, 8-Jähriger bist du der Bayern-Fan, Ja, ist eh klar. ich hab auch Da habe ich Bayern Weihnachten einen Klinsmann-Dress gekriegt und das hat halt er auch gehabt. Und ich bin dann halt hab aus dem Kinderzimmer halt rausgeschaut oder so und habe ihn die ganze Zeit umeinander laufen sehen und habe halt da schon durchgesehen, die rot-blauen Streifen und habe gesagt, Papa,
zieh mein Dress aus! Weiß ich nicht noch. Ich habe auch ein Bayern-Wochenende, so schon, ein Bayern-Weihnachten gehabt, wo ich nur Dress, Umhänge, die dämlichen Schwuchteldinge, die ich gesagt habe. Umhänge, Geldbeil, sagt man nicht mehr, Entschuldigung. Ja, darf man nicht mehr sagen. Das ist nicht sehr Regenbogen divers. Der vertue ich schon, aber ich sag's nicht oft. Du kannst ja, wenn du ein Objekt so nennst, wenn sich da jetzt irgendjemand aufregt, Diese Stormtrooper, zu dem dann sagt man nicht kehren ihm Taxen so rückwärts ab, also Aua. das ist unangenehm. im Film, wenn Das das ist fast passiert. wie ein eingewachsener Zähne. Das, ja. Das wünsche ich keinem. Oder Nein, ja, schon einige. Ein Umdreht pro einer Hackst du ihn schon. Das war sogar Ja, aber die sind nicht so schlimm wie eingewachsene Zähne. im Nachhinein, muss ich sagen, war das FC Bayern Weihnachten das behindertste von alle. Den Scheißdreck habe ich dann noch nie wieder braucht. Lego finde ich heute noch geil. Das zeigt, was ich da früher gekriegt habe, das darf ich mir heute noch irgendwo hinstellen, wenn Es ich ist es ein noch Schott finden darum, dass ich es nicht mehr hab. Also da den denke ich mir wirklich, das Bayern-Shit. fette Piratenschiff und das kleine daneben, das war schon stark. Das kann man hinstellen, schaut gut aus. Und einen Haufen Jurassic Park Figuren habe ich früher gekriegt. Boah, leck, hab ich Die jetzt waren- gerade einen Flashback. Alter. Ja, Jurassic das- Park Welt. Ich Boah, habe daheim, leck. ich habe nämlich früher immer als kleiner Bub habe ich auch gerne fotografiert und habe dann immer meine Geschenke zusammengestellt und fotografiert. Irgendwo müsste ich noch Bildern haben, wo Das ist nur Jurassic Park Figuren. Da habe ich Ja. komplett Jurassic Park Weihnachten gehabt. Das war geil. Ich hab da, das müsste 94 oder 95 gewesen sein, wie der Film dann da war und seinen Einfluss. Ja, da war schon der gehabt zweite, hat. oder? Da bin ich geboren. Nein, Bei einer, der war, zweite war 97. war, glaube der, war der erste nicht 91? 93 oder 94. Ah, gut. Geht ihm hin. Und da war halt gerade relativ frisch, dass sie meine Eltern drin haben. Und dann kommt der Papa an Weihnachten runter und ich hab Vollgas das Jurassic Park Zeug gekriegt. Cool. Den fetten Turm mit dem Alter, hast du Zaungehege, gehört? ja, wo Du die Fotze. Kanonen drauf sind, wo du schießen Geil. hast können. Dann hat es 3 kleine Gummidinosaurier gegeben, da wo man auf der Seite so ein Puzzlestück Das außer war da der hast können. Triceratops. Das waren die großen, das war der Triceratops. Aber hast du gerade, außer- den hast du zusammendrucken können, dann hat's hat er einen mit Kopf. seinem Kopf so gemacht. Dann hat es einen T-Rex gegeben. Den habe ich auch gehabt, den hast du auf den Hals drauf gedrückt, dann Ja. hat er das Maul auf und zu gemacht. Und einen Stegosaurus Stegosaurus, genau. hat es noch gegeben. Der hat aber leider nicht viel können, außer dass sein Schwanz halt nicht mehr was können und dann hat er halt zurückgehauen damit. Und 2 Cool. Figuren. Ein Alan Grant Den hab ich auch gehabt, und ein. Ich weiß seinen Namen nicht. Ich hätte was gesagt, der Schwarze, der ist nicht schwarzer Anzug, ist die ganze Zeit schwarz. Der Ian, oder? Ja, genau. Ian. Ist Ja. das ein Riesenhaufen Scheiße. Die 2 habe ich Weltklasse. gehabt. Das hab ich richtig hart Ich hab dann gefeiert. vom zweiten Teil nämlich so einen Chip gekriegt. Ah, so der Netz. war geil, ja. Und dann Ah! den Parasaurus, nein, nicht Parasaurus, sondern den mit dem Kopf da oben, der so zusammenrennen kann. Den mit dem- Pachycephalosaurus, kann es sein? Pachycephalosaus, irgendwie so. Nein, Der glaub ich hat dann auch so ein Gitter drauf gehabt, dann hast du drauf gedrückt, dann ist sein Kopf, dann hat er das Gitter weggehauen. Ein Motorrad, da hast du auch drauf gedrückt, dann ist er damit auseinandergebrochen. Das ist schon zweiter Teil Genau, das war der ganze Ja. zweite Teil. Ein Flugsaurier habe ich gehabt, wo du drauf gedrückt hast, dann haben seine Flügel lauter so einen geilen Scheiß. Ich hätte fast gesagt, ein Philosophosaurus. Nein, das war der Pteranodon. Der Spein schon ein hat bisschen keinen Nerds, ersten gell? Ja, Teil. das war der. Dilophosaurus, glaube ich, hat er, Dilophosaurus. glaube ich, geheißen. Und der hat Wasser, den hast du den Kopf ins Wasser da, hast Ja. den gedrückt und auf und dann hat er Wasserspucker können. Das war so geiler hat's zwei Scheiß! gegeben. Da hat es nämlich dann den mit dem Wasser gegeben und dann hat es noch einen gegeben, der den Grong dann aufgesteckt hat. Da hat es 2 Figuren gegeben. Und Weiß ich wollte ich nicht mit dem mehr, mit dem weiß ich Grong nicht und hab den gekriegt mit dem Wasser. Weiß ich Fick nicht dich, mehr. Wasserdepp. Ich hab gemeint, ja, weiß ich nicht mehr, ob man den Grong gesehen hat. Weiß ich nicht mehr. Nein, bei dem eben nicht mit dem Wasser, da hat es eine zweite Der Figur war auch viel gegeben. kleiner. Also der war halt handlich einfach. Für Kinderhände. Und dann hat es einen scheiß Dino gegeben, der mit Das ist dem. ganz schön die Nerds manchmal. Lass uns in Ruhe. Wir haben eine Kindheit geholt! Was hast du Mann, das der in dem Jahr, wo ich Karrierebahn? draufgekommen ist, bin ich geboren worden. Ja, und? Das ist kann man ein sich später auch Scheißproblem kaufen. eigentlich. Das kann man sich Natürlich später nicht, kaufen. das ist dann nicht mehr cool. Mann, Kauf dir jetzt vor- mal FIFA 12. Mann, wo ich Das auf ist die Welt nicht mehr gekommen bin, cool. hat es Jurassic Park im Kaufen Figur, hätte ich gesagt. Na, ja, weil du Depp bist. Das tut man nicht. Das Was hast du nur gekriegt aus einer Karrierebahn? Erzähl uns mehr. Vom sagen, ja, ganz viel das ist Fußball sagen. wir sagen, du wirst Ja, so nein, ich krieg mehr immer haben. Jetzt kommt haben wir wieder dabei. dieses- Fußball, ja? Ich war aus verrückt. Zeitungspapier, so wie ich ihn selber gebaut habe. Oder einen echten. Hast du einen echten gehabt? Nein, ich habe immer ganz viel so Trikots gekriegt, eigentlich jedes Jahr. Dann mal Fußballschuhe. Also es ist wirklich ganz viel so Geschichten gewesen. Ja, Ich hab mir- das waren echt die Ich meisten muss es jetzt nur mal Weihnachtsgeschenke. kurz sagen, aber als ich vorher das Bier wie ein Vollidiot aufgemacht habe, habe ich mit dem Fingernagel hinter die Bong und Blit jetzt. Ja, Musst du den auch so schnell lass lassen. mal doch- Ja, 4 Wochen krank. Der klang 4 Wochen nicht, ich bin ein Büroler, ich muss schreiben. Ja, ist ja der Zeigefinger. Wie soll ich das geben mit dem Wir wechseln Zeigefinger? irgendwie was sagen. Ich wollte gerade sagen, Darf man annehmen lassen und in Rente gehen. diesen 5,5 für Sägewerk, gell? Kurze Fixe. Sägeberg baut Sägeberg, was? Das Schlimmste ein Geschenk, was man kriegen können als Kind, war, zumindest für mich, war, wenn mein Mann gemeint hat, ich muss mir Klamotten kaufen.
Damals ja. Oh. Hau ab, Mann. Heute feiere ich das ganz anders ab, Ja, wenn mir ja. irgendjemand 5 Backel Säcke geschenkt. Da denke ich mir, geil, Alter! Und am besten jetzt nur so Säcke als Erwachsener, wie man als Kind eigentlich herschenken hat. Geil, Deadpool-Säcke, Star Wars-Säcke, lauter so ein Mist, feiere ich voll. Früher esst Oliver Hosen für, was weiß ich, 80 Mark oder 80 Euro gekriegt. Ja, Mann, die Scheiße, die mag ich nicht. Ja, ich mag Spätzig! Wieso liegt der kein Seller Majora's Mask einen ganz anderen Geschmack, finde ich. Ich sage im Nachhinein Das ist betrachtet, ja das, was- im Nachhinein wie im betrachtet war Skifahren. das alles so schön, was meine Mama mir gekauft hat. Das waren schöne, gute Klamotten. Und Ja, sie hat ja. eben auch gemeint, sie geht so ein bisschen auf das, eben ein bisschen Marken auch dahinter, weil dann habe ich gemeint, da kommst du in das Alter, wo du sagst, du brauchst ein bisschen eine Qualität, du möchtest auch was Herz haben, Kinder, brauchst auch Statussymbole. Nein, hat Mama ausgesucht und ich die selber verpisst, gibt's zurück. Aber jetzt eine ganz blöde Frage, war das bei euch dann schon so, dass ihr irgendwie so Marken Immer. gefeiert? War das Voll. bei euch schon? Weil bei Voll, uns hat Alter. das, also bei uns hat das richtig Oder ich so hab mit angefangen. 9 Jahren 300 Max Gott die Pippen Nike Basketballschuhe gekriegt. Ja, mein Gott, da kann kein Ohne Mensch mehr Witz, mithalten Alter. bei dir. Ich Was habe ist vielleicht denn? 300 Schuhe gehabt, aber nicht für 300 Mark. Nein, da war Ohne ich- Scheiß, ich weiß also nicht, das was da los war. Ich weiß nicht, was in dieser Zeit los war. Das hat einen Downfall gehabt, der ist noch nicht so unfassbar lang. Ja, der ist schon sehr lang her, ich hab's bloß lange nicht mitgekriegt. Schwierig, unfassbar schwierige Geschichte. Aber früher haben offensichtlich, das habe ich nicht verstanden als Kind, ist da mit Geld umeinander geworfen worden, dass ich mir denke, aber da haben wir mit dem Lotto gewonnen, aber Ich hab wie ist das dann- eigentlich gegangen? Ich wollte es ja nie über diesen Markenscheiß nie so richtig mitgemacht. Das Einzige, was ich eine Menge habe, waren diese Stoffhosen, die es dann eben von Dickies und K gegeben hat, diese Skatehosen. Ja, ja, die, habe ich, die trage ich heute noch, weil ich die einfach geil finde. Ja. Aber ansonsten war ich da nie so auf der Schiene, dass ich unbedingt jetzt einen Pulli brauche für 180 Euro, wo Aber Dickies ich finde draufsteht. ja, aber ich finde es krass, dass das mittlerweile so zur Person selber kehrt, dass so viele Leute einfach sich personalisieren durch ihre Klamotten. Aber wo es ich- hat Das hat sein. bei mir, Also Butter- das hat bei mir irgendwann aufgehört. Das war mir irgendwann dann wurscht. Ich habe schon einen Haufen Marken gewandt, halt einfach meinen eigenen Skate-Shop im Prinzip gehabt. Da habe ich mir halt jetzt T-Shirt auch einmal bei uns im Hab ich Geschäft- gestohlen. Nein, einmal mit einem. Nein, Bei uns hat es halt einfach generell in der Scherzanruf. T-Shirt-Sektion, ich habe ja alle I ausgesucht, hat es generell keine Größe L gegeben. Ich habe alle I daheim. Und das sind so viele. Jetzt wissen wir, warum der Lohn nicht gelaufen ist. Ich habe Zeit. Der ist schon gelaufen. Ja, wie Der lange? ist schon, ja, ja. Die Leute auf der Straße drauf, die sagen natürlich, ja, es war klar, dass sie der nicht holen, ja klar, dass der Das zugesperrt. Skaterlands Landau, da tut Ja, keiner das ist Skateboarden. Wahnsinn. Mini-Ramp bei Mackie, die ist Das ist also in so einem Skate-Shop, da verdienst du dir Geld auch nicht mit Skater. Ja, nur. Nur. Da kommen sie alle rein. Da kommen sie alle rein. klar. Was ist ja ein Skate-Shop? Ja, Ja, sonst ja. weißt du nicht. Nein. Das Und verdient Snowboard-Shop. mit Skater mit Shops verdient Nein, ich bei weiß den Skate-Shop. Skate. Sagt der Name schon. Was ist Skater und Snowboard-Shop? Ja, Skate- Du hast und ja gerade zwei Snowboard-Shop. Zielgruppen gehabt. Und den hast du beim Grad gelassen. Ja, Meine volle Fresse, das ist so Kanone. traurig. Alter, den hast du mit Absicht Liegt aber, ja, und weil ich Wind alle T-Shirts habe Den hast du gestohlen mit habe. Absicht und Wind gefahren. Ja. Ganz Volle blöd. Kanone. Volle Kanone. War mir einfach zu langweilig Danke, oder das was? hast du mit Ansage, oder? Hast du dem Chef gesagt, den Feuer und Wind. Feuer und Wind. Da hat er gesagt, gut, viel Spaß. glaube ich Skateboard nicht. oder mit dem Snowboard? Der Chef hat dann gesagt, traust du dich nicht? Und ich hab mich gerade, Mann. Das ganze Geschäft war nur Wind. Hey, ich hab kein Geschäft auf mir. Ja, das macht du voll Vollgas gehen. Traust du nicht. Fein trau ich mich. Zwei Jahre später, einer zu gehen. Das ganze Geschäft nur zum Spaß, weil er nicht glaubt hat, dass du nicht traust. Und ich hab teilweise noch, jetzt warte mal, du kennst 100%iges Backhaus in Dingolfing. Ein Logo. Der Macke. Der hat, bevor er das Backhaus gehabt hat, und das ist schon Jahre her. Gibt es noch? Na, schon lange nicht mehr. Das hat Zwischenfrage. zugemacht, kurz nachdem wir in Landa da aufgemacht haben. Ah, okay. Der hätte uns War so lange schon. mit dem war ich auch in Gesprächen und halt hauptsächlich der Chef, dass wir es übernehmen in Mhm. Dingelfing, dass ich 2 Geschäfte im Prinzip leite und da, das war völliger Irrsinn eigentlich. Und der hat halt irgendwann zugemacht. Bei dem habe ich schon eingekauft, da hat er noch in seinem Wohnzimmer daheim in Basting, da hat es noch M&8 geheißen. Warum auch immer, das weiß ich nicht mehr. Da waren wir Kinder noch in der Hauptschule. Da habe ich heute noch, da liegt da hinten, heute noch T-Shirts hinten. Ehrlich? Ich habe die Markengewänder, habe ich heute nicht dabei, die sind so fertig, das hast du in deinem Leben noch nicht gesehen. Die passen mir halt heute noch. Warum auch immer, damals hat man halt Gangsterklamotte in Immer größer, ja. XL Immer. getragen und die passen mir halt heute so, wie es kann. Habe ich immer noch. Deswegen habe ich immer noch Markenklamotten. Bei mir Einfach. war es, glaube ich, das Gute, dass ich ziemlich früh mit Metal-Scheiß angefangen habe und dann tragst du keine Markenklamotten, sondern tragst du Metal-Shirts. Da muss viel Blut, da müssen viel Skelette, da müssen viel Titten drauf sein, da muss viel Fuck und Hell und Fuck you God und was Fuck weiß you ich. Hell. Genau, fucking Hell God. Fuck Außer you- du hörst, fuck you and Hell God. außer du hörst Manowar, da muss viel Blood and Steel and Honor and Brothers draufstehen. Und Wolf Aber und das, Power darum war es mir immer wurscht. Das Einzige, wie gesagt, Hosen, ich hab fast nur so Card-Hosen, eben diese Stoffhosen, das waren die einzigen, auf die ich Wert gelegt habe, aber ansonsten waren mir Marken relativ wurscht. Schuhe dürfen nicht mehr als 25 Euro kosten. Ja, bei uns war es Das ehrlich ist ein das bisschen Einzige, anders. was mir noch wichtig ist.
Das Junior mehr als 25 Euro. Ich hab jetzt Nike Air Max, die kosten noch einmal gepflegte 150 Euro, die habe ich aber halt seit 6 Jahren. Du gehst ja nicht aus. Du gehst ja nicht aus. Warum lässt du deine Schuhe anziehen? Wenn ich 5 Mal draußen bin, dann weiß ich hab gute Schuhe. Und die halten noch 6 Jahre. Aber das war bei uns Aber mit tatsächlich. denen habe ich heute Holzkram, die haben leider kaputt gegangen. Bei uns war es wirklich so ein Statussymbol. Mit der Schule dann irgendwann. Ja, das war ja. bei Also ganz das bei war uns damals auch schon. Das war brutal. Ja. Also ganz schlimm. Da wo du wirklich gesagt hast, wenn du jetzt kein T-Shirt nicht von S. Oliver oder Tommy Hilfiger. Bei mir war es oder sonst andersrum. Ich irgendwo hab die super deine Scheiße eben zum Beispiel 300 Euro Basketballschuhe und ich hab dafür dann aufs Die Mal Leine gekriegt, weil sie hab zu ich teuer waren. Ja, die Line habe ich gehasst, gell. Und meine Mama hat es mir gut gemacht, dann hat man dann eben auch so S. Oliver und so verstehst so du, Zeug das gekauft geht und ich hab gesagt, hau ab mal mit dem Scheiß, den kannst du zurückbringen. So haben wir Zeug selber aus. Dann bin ich Heute eingegangen und kaufen die Hosen daneben genommen. Und heute kaufe ich mir 10er Backel Fruit of the Loom, schwarze T-Shirts für 20 Euro. Beste Shirts, was es gibt. Ja, der kostet T-Shirt Beste 2 Euro. von- Der ist unzerstörbar, Alter. Okay. So ist mir scheißegal. Gildan ist auch gut, ich meine, Gildan. Ja, doch. Kennst du? Guldan. Ja. Ja. Guldan. Guldan kenne ich auch, da habe ich 2 Chancen in WoW, was? Der Golda ist der Base von den Power Rangers gewesen. Das ist auch der Base in WoW. Das Guldan. ist auch Nein, Guldan. Der Guldan, nein, Golda. Guldan. So heißt er. Guldan heißt er. Guldan. Hat es bei euch dann eigentlich auch mal so richtig Weihnachtsdrama-Zeug gegeben? Immer. Nein. Also Ehrlich? uns, eigentlich mein Dad und ich haben jedes Jahr Beef gehabt früher. Also Ohne Scheiß? jedes So Jahr. richtig mit drauf war, oder? Na, ich hab keine Chance gehabt. Papi, schlag den Zahn! Traust du nicht. Und ich hab mich nicht trauen. Ah, der Pap schon, oder? Halt den Hals, Papi, schlag den Zahn! Traust du nicht. Hab ich mir nicht trauen. Was war denn euer schlimmstes Weihnachtserlebnis? Habt ihr das so etwas? Gibt es etwas? Das waren eigentlich wirklich nur so richtig krasse Streitereien. Also es war wirklich jedes Jahr irgendwie immer so Drama. Und Papa und ich haben uns eine Zeit lang mit 14, 15, 16 Jahren, haben wir uns, glaube ich, nicht so gut verstanden wie heute. Aber das so war immer ein bisschen Drama. Aber Okay. mittlerweile stehst du drüber und kennt dazu, oder? Nein. Halt schlag ihn an. Ich wollte gerade sagen, wie schaut das heim aus, wenn du sagst, Papi, halt den Mal, ich schlag den Zahn. Rufst Dann mich sagt er, trau dich. Und dann sage ich, ja. Rufst und mich dann an, krieg ich auf die hey Fresse. wieder. Gibt es bei mir nicht. Was ich noch anfügen möchte, was ich noch sehr krass in Erinnerung habe, wir haben ja Felder rundrum um uns und in dem Jurassic Park, ja, wo halt der Bab da herkommt, der ist dann mit mir und mit unserem damaligen Hund auf die Nacht spazieren gegangen. Damals ist es noch Schnee gelegen, so wirklich 20 cm, so richtig krass. Und haben in der Nacht da spazieren gegangen durchs Feld und so weiter. Das war sehr, sehr schön einfach. Das war einfach eine sehr, aber ein Ding hat es nicht gegeben. Ein schlechtes Weihnachtserlebnis wisst ihr jetzt nicht. Meins war damals mit der Ex-Freundin, waren wir zuerst einmal bei ihr beim Essen und dann bei mir daheim beim Essen. Damit wir noch fetter werden, müssen wir bei 2 Stationen fressen. Ganz Und dann schön fahren wir von der einen Station zu der anderen. Ich damals meinen geilen 2er Golf gehabt mit einem Heckspoiler. Richtig geil, Pumpedüse, oder? Pumpedüse. Richtig Pumpeleit Sehr und geil. Düse. Doppelturbo. TDI unten, Einspritzer unten und Fundtaste dazu. Pumpedüse War und- richtig gut. Wenn du kagelt hast, dann Den ist abgegangen. Einspritzer hast du selber gemacht, gell? Aber hallo hier, da habe ich uns auch unten eingespritzt. Auf alle Fälle fahre ich von der einen Station in die andere. Es hat ein bisschen Nebel und fahre zusammen. An Weihnachten. Oh, Volle Socke, voll frontal Tank genommen. Damit hat er nicht geregnet. Nein, damit habe ich nicht geregnet. das Reh so, yeah. Das Reh auch nicht. Ja, das ist dann so. Und das Geile war, ist das verjährt? Sicherlich ist das verjährt. Auf alle Fälle, ich habe halt schon seit einem halben Jahr keinen TÜV mehr gehabt. Bin dann angefahren und gedacht so, fuck, ich kenne keinen Jäger, was tun jetzt? Die Polizei kann ich nicht durchfahren, ich habe keinen TÜV, dann kriege ich noch voll auf den Sack. Das Reh war in dem Fall Gott sei Dank, muss ich sagen, schon tot und ich habe nichts selber machen müssen. Und ja, okay, das Reh genommen, über die Leitplanken in den Stein habe ich geschmissen, heimgefahren, am Besen geholt, wieder zurückgefahren, meine Glasscheiben zusammengekehrt und war dann zum Angefahren und gegessen. Das ist kein Geständnis! Aber du hast ja ohne war Glasscheiben der hättest du keinen Gürtel. TÜV mehr. Das war ein super Gürtel, du Gürtel. Assi. Aber echt, was ist mit Super der Gürtel, was ist nicht wieder weg? Immer das Gleiche. Das ist echt Immer Grüezi das Gleiche mit dem null Gürtel. feiern nochmal. Aber das ist so mein schlimmstes Weihnachtserlebnis gewesen. Und ich dachte, Gott, das war mir Das hat mir richtig leid da. Bei mir gibt es keinen, sag ich dir ganz Was? ehrlich. Wisst ihr jetzt nichts, wo ich irgendwie. Was machst du dieses Jahr Silvester? Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht. Genau das, was ich vorher gesagt habe. Daheim fressen und dann wegstrahlen. Also ich bin auch nur am Überlegen, ob wir entweder zu uns Leute einladen oder ob wir uns irgendwo einladen lassen, aber was anderes machen wir also schon seit Jahren nicht mehr. Okay. Wenn man seit, glaube ich, mittlerweile fast 7, 8 Jahren, jedes Jahr feiern wir bei meinen Eltern. Also unten im Keller, wir haben so einen Partyraum mit so 20, 30 Leuten. Weil, warum sind wir nicht eingeladen? Ja, schaut euch an. Fotze. Du bist eh nur am Fressen, du kommst eh nicht, nachdem du was gegessen hast. Warum wir dir der Weihnachtsmann kommen, sind wir nicht eingeladen. Nein, natürlich nicht. Und du sagst, man muss Bier zusammen. Das Cola, ich auf das Cola zusammen. Oh. Ein Gin wäre ich auch nicht mehr. Ja, kein Mensch trinkt den da. Na, aber das ist Dann bleibt, weißt du, oder? Was Aber trinkt man das- bei den Preisen dann? Echt, was gibt's bei euch? Kölsch. Ja, ein Kölsch. Gibt's Berliner Erwachsenenbier. Berliner Luft gibt's. Na, aber das ist ganz cool eigentlich. Assi.
Kennst du das, wenn dann gleich wieder erzählen, oh, jetzt waren wir da auf dem Silvester oder haben wir da gefeiert und es war so langweilig. Oh, was macht sie so? Ja, selbe wieder. Saufen. Hä? Da habe ich ein Video gemacht drüber vor 3 oder 4 Jahren. Je weiter du wegfährst, genauso proportional steigt die Beschissenheit von dem Abend. Warst du damals dabei, als wir in der Stadthalle waren? Bist du da dabei gewesen? Oh, leck. Silvester bin ich ja meistens rotzenvoll, keine Ahnung. Ja, wir waren auch voll wie ein Scheiß aus dem See, glaube ich. Da haben sie sich einfach, dass wir eben in die Stadthalle gehen, da gibt es Buffet essen und so weiter. Das war das mieseste Drecksfestival aller Zeiten. Das hätte ich eigentlich vorher erwarten können. Nein, da glaube ich, war ich nicht dabei. Wir waren doch mal bei früheren Bekannten, oder? Als wir dann auch noch zur Stadthalle aufgegangen sind. Wo wir zuerst Raclette gegessen haben. Ja, oh, leck. Das war auch ein ganz tolles Festival. Oh Gott. Also, das ist immer beschissen. E-Man. Schon beim E-Man. Ja, genau, der Emotional Man. Der Emotional Man. Das ist immer beschissen, diese Furtgehereien Silvester. Und ich weiß nicht, warum machen alle so einen Aufstand wegen Silvester. Ja, das ist. Es ist einfach nur das gleiche asoziale Besäufnis wie an alle anderen Wochenenden. Warum ist das was Besonderes? Ja, das ist, verstehe ich auch nicht. Das ist auch nichts Besonderes. Null. Und jetzt Festel in der Stadt ist immer beschissen und immer beschissen. Und immer überfüllt. Und am meisten gehen mir die Leute auf den Sack, die das ganze Jahr jammern, drum ist so teuer, das ist Ja, so genau. sauber, das Heizöl ist so teuer, das ist sauber und wir sollten nicht zahlen. Und 5 Minuten später schießen sie 1000 Euro in die Luft, ihr kennt alle. Ja. Ich kenne alle die Knirscheiben und Kiefer Aber ausdroschen, die da haben. Deswegen schimpfen sie ja, weil es dann nicht mehr so viel zum Schießen kann. Ja, oh nein, ich kann nicht schießen mit einem behinderten Scheißen. Scheißdreck. Sag Scheißen. Hoffentlich sprengt euch die Bratzen weg, ihr Mongos. Das ist aber die Fingerwürstel-Gulasch. So, das Fingerwürstel-Gulasch. Jetzt sagt der was, jetzt ist Schluss, jetzt gehen wir in Urlaub. Was da noch gesagt wird. Wir machen jetzt eine kurze Pause mit der Späte schon wieder. Das ist ein bisschen bitter. Jetzt haben wir 4 Wochen kein Video gemacht oder keine Folge nicht gemacht. Jetzt haben wir 2 innerhalb von einer Woche gemacht und jetzt ist wieder ein bisschen Pause. Warum? Mehr Pause Weil als keiner weiß, Folgen. wie anstrengend das ist wirklich. Ja, das ist wirklich, das ist unfassbar. Wahnsinnig Schwitze im Das ist Arschloch. wie Das ist- Holzschichten. Ja, Da mag ich ungefähr, ja. Deswegen sitzt er den ganzen Tag schon da wie ein Mongo, wie du das Kreuz, weil das ist in der Ja, Leben jetzt nicht hört euch der gesehen. Fan Ich hätte jetzt gerne auf. mal eine Mein kleine Gott, chinesische Kinderfußballmannschaft, die mal am Kreuz einmal ansteigt, damit er mal Ruhe ist mit der Scheiße. Alles klar, und Der will mal, der will Lass mir meine japanische Flagge in Ruhe. japanische Flagge. Weil Das das ist leckt nicht doch lustig. Ja, das ist, war das eurer Meinung nach ein angemessenes Ende für Staffel 1, unsere Nostalgiereise, weil die endet hier. Nein, Es war noch nicht. keiner nackt. Ich weiß nicht, was hätte man nur, über was wir schmerzen können? Ich hätte ein Überraschungsthema für euch, aber das sage ich nicht. Ja, das ist hat das mit früher zum Teil. Auch. Was werden das noch gerade sein? Das wird so das beschissen. erzählst du schon Also, seit ich 2 würd sagen, Monaten. Also, jetzt müsst ihr auf alle Fälle in die Kommentare schreiben, ob ihr so ein Überraschungsthema mal wollt, weil ich habe so einen Scheiß. Natürlich schreiben jetzt alle ja. Das ist, was ist das für Behinderung? Ja, zwingen Tatsächlich dazu. nicht. Es wird so unangenehm. Und es müsst ihr Halt so dein Futzen antworten. jetzt keine, die Staffel ist beendet. Entschuldigung. Staffel Nostalgie wird hiermit beendet. Wir gehen jetzt auch in die Winterpause. Ich kann noch nicht hundertprozentig sagen, wie lange das dauert. Aber ich denke mal schon, dass wir uns natürlich im Januar dann wieder hören. Aber dann mit andere Themen. Da geht es dann nicht mehr um früher und so. Ich komme mit Sicherheit noch vor. Aber was Dumm. Aber versprochen, es geht weiter um Göttl und Onkel Werner. ja. Was mir ich glaube, der bleibt da in Staffel 2 erhalten, Onkel glaube ich. Werner inflationär am Start. Nein, die beiden. Der Göttl ist ja nicht der Onkel Werner. Die müssen wir jetzt schon Das abgrenzen. ist wichtig. Ja. Onkel Werner Gürtel. Was wir jetzt noch schnell da müssen, ist folgendes. So, da haben wir nochmal. Hallo. Und Staffel 2 geht dann weiter, wenn es weitergeht. It's done when it's done. Singen wir mir noch weihnachtlich? Das wird Sido. Freut sich schon auf Weihnachten. Ja, bitte. Ja, Alle. bitte. Aber es Ja, war doch schon Weihnachten. irgendwie schon, ich freue mich am Ja, meisten aufs Fressen, ich sag das, was es ist. Ja. Alter, ich werde so Arschloch eaten, Ja, das wird ich werd die 5 Kilo, die haben sofort wieder. Was? Das ist deine Rangerl essen. Ich werde richtig Rangerl essen. Rangerl fressen. Das wird Geil. richtig Rangerl. Da wird Ja. es geeatet, dass die so. Und die 5 Kilo, die ich weg habe, aus welchen Gründen auch immer, die habe ich spätestens am Mittwoch wieder. 5 Kilo Arschloch essen. Ja. Aber lecker. Spätestens nach Silvester habe ich es wieder in der Fresse drin. Ja, ich habe auch Bock. Sag ich dir, was ist. ist gut. Am meisten freue ich mich jetzt auf Urlaub, nichts da und WoW spielen wie behindert. Weihnachtskneipentour ist auch wieder angesagt. Ja. Hauptsache Silvester wird der Lieber Knaller. da schießen wir in welche Kneipen geht's denn da in 2? Mir Das scheißegal. ist wieder eine lange Tour. Meine letzte, die letzte Kneipentour, die ich gemacht habe, war genau eine. Ja, Das habe ich ist ja fünf wurscht. geschissen. Ja, total wurscht. Wurscht. Ja, dann wünschen wir allen ein ihr seht es ja erst nach Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet ein tolles Fest, schöne Feiertag. Ja, Fallstreit Und rein. Schlägereien vor allem auch. Hoffe, ja. Aber neben dem Babs, Papp, weil da verliert's. Da Immer, verliert's. immer zum Bab sagen, traust dich nicht. Eben, ja. Versager. Drauf geh nicht. Genau, du kannst nichts, du Versager, schon Mio. Hätte ich mal angestrengt damals. Richtig. Und dann einen guten Rutsch. Und dann die sagen, sehen wir uns 20, 3, 20. Und wer da nicht einschaltet, der ist geistig Behinderter.
Auf Wiederschauen und reingehauen. Ich hoffe, dass mir der Finger nicht mehr wehtut bis dahin. wenn das tut. Oh, ja, ich Ich glaube nehme den schon. ab, wenn es ist. Ja, das machen wir. Der wir dann mit dem abhacken und dann mit dem wie heißt denn das Zigarettenanzünder-Ding? Ausdrehen. Oh, leg mich so, wenn mir als Kind brennt, weil ich Spähen wollte. Ja. War nicht toll. Ja, tatsächlich habe ich mich. jeder. Das war doch richtig, du bist fast pick geblieben. Das Scheißding. Das ist so bescheuert. Komisch. Mami an dem Auto. Idioten. Jetzt ist Schluss mit euch zwei Spackos. Entschuldigung, kommen wir nächstes Jahr rein, oder? Ja, ich bin aus, das wisst ihr bloß noch nicht. Ja, ist ja nächstes Jahr nur noch die Wirtschaft. Ja. Und die besteht aus dem Göttel und aus dem Onkel Werner und mir. Das ist dann Pido-Wirtschaft. Schmeckt jedem. So, jetzt verpisst euch. Bis zum nächsten Mal, habe ich die Ehre. Habt eine gute Zeit. Ja, schon. Gute Reise, gute Ja. Besserung. Jingles eure Bells. Jingle Bang. Schenkel deine Bär. Ah, ich bin Jingles. Das ist ja toll. Ich bin läuft mit euch.